Guten Morgen und willkommen zum grossen Finale der Regular Season. Noch 5 Matches stehen an und am Schluss der letzte Match ist gegen Lugano. Und die Matches heute, die haben es absolut in sich und besonders der gegen Lugano. Also züchtet das ganze Video rein. Wenn dir das gefällt und du dich schon auf Playoff freust, dann unbedingt dem Video einen Daumen nach oben da lassen und um nichts weiteres verpassen, den Channel kostenlos zu abonnieren. Und wenn du möchtest mal live dabei sein, jeden Montagabend ist nämlich NHL angesagt bei mir auf Twitch. Der Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Aktuell sind wir auf dem ersten Platz. Das ist richtig krass. Und noch krasser wäre es, wenn wir die ganze Saison wirklich auf dem ersten Platz abschließen. Wir haben aber noch viele Matches vor uns. Insgesamt 5 Stück. Und natürlich werden wir das letzte Spiel auch wirklich spielen. Und da ist dann der Gegner Lugano, der aktuell 2 Platzierte. Auf welchem Platz wir aber am Schluss enden und gegen wer wir in den Playoffs antreten, das wirst du erst erfahren in der nächsten Folge. Ich werde dann nämlich die Tabelle nicht zeigen. Ich möchte von dir wissen, was denkst du, gegen wer werden wir in den Playoffs in der ersten Runde antreten müssen? Schreib mir das jetzt unten in die Kommentare rein. Und somit fertig vorgelabert, wir starten rein in die Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Und unser erstes Spiel ist ein Auswärtsspiel gegen Fribourg-Gotteron. Hoffentlich holen wir da einen Sieg, weil Fribourg, ja, die könnten uns sogar überholen, wenn wir immer verlieren, so wie wir hier die Scheibe verlieren. Und wir müssen Führung holen. Wir müssen in dem Match in Führung geh, komm schon, nein Mann! Komm, lauf da vorne, lauf, jawohl, sehr gut, der Ayala, komm. Ah, da muss ich abdrehen, da kann ich den Pass geben, so ein Schuss von hinten. Und was für ein Schuss! Es ist 1:0 gegen Fribourg, jawohl, so geil! Fribourg mit der ersten Strafe, kommen Jungs, das müssen wir ausnutzen, wenn die Säckle auf die Strafbank müssen. Ja, nicht mehr mit Powerplay, der Olofsson, der geht auch auf die Strafbank, ein bisschen Atem holen. Ja, aufpassen da, Jürg. Schöner Check. Nein, sie bleiben an der Scheibe. Oh, schöner Save. So, da geht der nächste Bieler auf die Strafbank. Weil der andere jetzt auch ein bisschen langweilig. Er will mit ihm doch ein bisschen Schnick, Schnack, Schnuck wahrscheinlich spielen. Scheiße, Bulli geht verloren. Schön drin. Aber die Scheibe bleibt leider bei Fribourg und jetzt bei unserem Goalie. So, Künzle kommt da. Er geht hinter dem Goal durch. Dann kann er das so. Und Goalie pariert es sich. Oh mein Gott, nein. Aufgepasst, Fribourg, Druck. Oh, Goalie, wichtiger Save. Oh, scheiße. Nein, schöner Save. So, Topscorer Haas, komm. Du hast das Tempo, du hast auch Beweglichkeit, aber der Gegner kann auch checken. Aber wir haben Scheiben wieder mit dem Haas und da kommt es ins Schuss, aber leider direkt in der Fanghändchen vom Berra. Und wir sind bereits im letzten Drittel. Fribourg will natürlich den Ausgleich, aber wir wollen das nächste Goal. Und das holen wir uns jetzt mit dem Backhand-Schuss. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, Mann. Oh, was für ein Save. Langer Pass zum Olofsson. Der dreht sich da um und macht Backhand. Au, kein Goal, das gibt's doch nicht. Nein, schlechter Pass. Oh, ein bisschen Scheibenverlust. Nein. Nein, 3. Oh, haben wir jetzt Glück gehabt. Ui. Mit einem Goal führen, das ist einfach viel zu wenig. Hey. Viel zu wenig. Drum, jetzt. Nein, was für ein Save wieder vom Goalie. Du. Jetzt nehmen sie den Goalie aus. Jetzt werden sie den Goalie rausnehmen. Und unser Goalie ein riesen wichtiger Save. Letzte paar Sekunden am Laufen. Wir können Scheiben im Drittel vom Gegner halten. Wir haben zwar noch kein Goal ins leere Goal können machen, aber scheiß drauf. Denn da ist die Rede. Wir gewinnen den Match mit 1:0. Knappes Resultat, aber der Sieg ist Sieg. Fribourg hat die Chance, in einem direkten Rückmatch in der Simulation da wieder alles gut machen, aber natürlich, wenn wir gewinnen. Nach dem ersten Drittel steht es weiterhin 0:0. 2:0 nach 2 Drittel, sehr schön. Und am Schluss gewinnen wir mit 4:1. Wichtiger Sieg für Biel. So, und jetzt gegen der EVZ, der Drittplatzierte. Holen wir einen Sieg oder werden wir verlieren? Nach dem ersten Drittel sieht es noch gut aus. Nach dem zweiten Drittel noch besser. Und nach dem dritten Drittel hat sich nichts geändert. Wir gewinnen gegen der EVZ ebenfalls mit 4:1. Der letzte simulierte Match, zweitletzte Match von der Regular Season gegen Lausanne. 1:1 nach dem ersten Drittel. 5:2 nach 2 Drittel. Nice! Und am Schluss gewinnen wir mit 6:2. Hey, das Simulieren heute war wieder richtig schön gewesen. Wir kommen zum letzten Spiel von der Regular Season. Spielen gegen den Zweitplatzierten Lugano und wir können nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Wir haben 101
101 Punkte. So, scheiß Check da, der mich verwirrt hat. Der zweitplatzierte Lugano hat 92 Punkte, können aber auch nicht mehr von ihrem zweiten Platz verdrängt werden. Komm, lauf da vorne. Jetzt kann ich die anspielen, Kunti. Sehr gut. Und du holst uns jetzt die Führung. Nein, doch, mit dem Abpraller holt der Brunner uns 1:0. Jawohl! Oh, schöner Pass auf der Kunti und schöner Abschluss. Was für ein schöner Abschluss. 2:0. Direkt nach dem 1:0 folgt die nächste Kiste. Und genau das gleiche nochmal. Genau das gleiche nochmal. Komm. Nein, Abpraller. Ach, schade. Grossmann. Grossmann im 3:0 in dem Match. Läuft's aber anders für Biel, du. Passen, zurück zum Haas. Haas kommt da durch und leider ein riesen Safe. Nein, was für ein Fehlpass und das noch in dem Unterzahl spielen. Achtung. Machen, es hat nichts gebracht. Das Achtung sagen, da ist der erste Treffer von Lugano. Sie verkürzen auf 1:3. Ja, wir brauchen jetzt wieder ein Goal. Wir brauchen jetzt wieder ein richtig schönes Goal. Und da haben wir es nicht richtig schön, aber das doch schön, denn es ist ein Goal für den EHC Biel. 4:1. Ja, der Kunde hat gefunden, dass der Brunner zu wenig auf das Bänkli gefurzt hat, also geht er auch noch raus und gibt so einen richtigen Schiss drauf, damit das Bänkli auch schön warm ist. Schöner Save von Pottelberg. Ja, das gibt's Goal. Das habe ich gesagt, das gibt's Goal. Und da ist es. Olofsson mit dem 5:1. Und das gegen den Zweitplatzierte. Oh, nicht mehr Goal. Sondern mit einem riesen Save sind wir da ins letzte Drittel hinein. Schöner Pass, wichtiger Pass. Und jetzt ein kurzer Pass. Nein, der andere kommt rein mit dem Stock, der Hund. Oh. Achtung. Guck mal, wie geil wir reingelegen sind. Jetzt können wir das einfach durch. Oh mein Gott, was für ein Save. Komm. Lugano mit ihrem neuen Goal mit dem Schlegel. Der wird jetzt bezwungen. Mit so einem 6:1 ist er bezwungen worden. Hey, absolute Demontage von Lugano, würde ich sagen. Künzli über die Seite durch, wir kennen es ja nicht anders. Der Pass hinter ihm und jetzt noch ein Abpraller, was es leider nicht geht. Schade. Ja, die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Lugano greift nochmal an. Oh, wir kommen schön dazwischen. Schöner Save von Van Pottelberg und da ist Sirena. Wir gewinnen mit 6:1 im letzten Spiel von der Regular Season. Wird der zweitplatzierte Lugano einfach abgefertigt. Ein perfekter Abschluss von der Regular Season vom EHC Biel und ab jetzt geht's in die Playoffs. Die Regular Season ist somit fertig und wie ganz am Anfang vom Video gesagt, möchte ich von euch wissen, was ihr denkt, gegen wer werden wir antreten in der ersten Playoff-Runde. Dein Tipp jetzt in die Kommentare hineinschreiben und da siehst du noch schnell die Statistik vom EHC Biel, von unseren Spielern nach der Regular Season. Gehen sie da richtig mit 46 Punkten in der Haas, also richtig geile Statistik und einfach so schnell da durch. Zack, kannst du auch ein bisschen langsamer laufen oder pausieren, wenn es dich ganz Wunder nimmt. Gehen wir noch auf unsere Goalie. So, da ist sie noch Goalie. Sagt natürlich jenes mehr Spiel. Hey, der Ritz hat auch Spiel gemacht. Wenn? Keine Ahnung. Egal, das ist auf jeden Fall die Statistik da von unseren Goalies. Und das war's jetzt endgültig. Das war das Finale von der Regular Season. Nächste Woche geht's los mit den Playoffs und ich bin gespannt, wer von euch der richtige Gegner tippt hat. Für heute auf jeden Fall war's das. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass doch unbedingt noch einen Daumen nach oben da, wenn du nichts möchtest verpassen, noch kostenlos meinen Channel abonnieren und wenn du möchtest mal live dabei sein und noch mehr sehen, dann folg mir auf Twitch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und ich wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!